Hallelujah. When I take now, you'll be taking.
zum Jahr 22. L'année 2021 Das Jahr 22 est maintenant derrière nous. begann damit. Dieu nous a fait traverser l'année 2022. Gott hat uns die Zeit, dieses Jahr 2022 gegeben. Il y avait beaucoup de témoignages édifiants. Wir haben so viele Lebenszeugnisse bekommen. Nous avons reconnu la vérité Man hat Gottes Hand erkannt dans chaque témoignage bei jedem Zeugnis. et chacun a témoigné ici présent. Von jeder, der hier vorne gesagt hat. Nous bénissons Dieu Wir segnen unseren Gott Honneur. für seine Werke. Normalement, il fallait continuer à prêcher notre thème sur l'éschatologie, ce qui va se passer après l'enlèvement. Der Gedanke war, dass wir unser Thema weiterhin zu predigen über nach dem Ausstellung für die Kirche. Mais nous allons continuer ça le dimanche prochain. Das machen wir nächste Sonntag weiter. Aujourd'hui, comme c'est le jour d'action de grâce, Heute ist ein Tag, um Gott zu nous danken. allons aborder un thème qui Wir est werden ein Thema besprechen, dans le contexte d'action de grâce. dies im gleichen Kontext ist. Et le thème d'aujourd'hui Unser heutiger Thema est intitulé Considérer le passé avant d'envisager l'avenir. schaut deine Vergangenheit, bevor du planst für die Zukunft. Considérer le passé Schaut deine Vergangenheit, avant d'envisager l'avenir. bevor du für die Zukunft planst. Avant de penser à l'avenir, Bevor du für die Zukunft considérer planst. premièrement le passé. Du musst erstmal die Vergangenheit ausschauen. Et nous allons, le texte biblique, c'est dans Deutéronome chapitre 8, Unser biblischer Text ist in Deuteronomium Kapitel 8. nous allons lire le verset 9 à verset 10. 8, 9 bis 10. 5. Buch von Mose, 8, 9 bis 10. Bon, excusez-moi, nous allons commencer à verset 2. Sorry, wir fangen bei ab 2. 2. Buch von Au Mose. verset 4, 5. Buch von Mose, 8, ab 1 bis 4. le verset 7 Und 7 jusqu'au verset 19. von 7 bis 19. 5. Buch von Mose. Et nous allons lire encore dans Genèse chapitre 32. Wir werden auch das Buch von 1. Buch von